Servus beieinander, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute geht es mal um eine ganz mystische Figur, tief aus der bayerischen Folklore. Na, Folklore stimmt gar nicht, weil es eine echte Figur diesmal ist. Unser König Ludwig II., der Märchenkönig, ein fast schon übernatürliches Wesen mittlerweile. Ja, der exzentrische König, König Ludwig II. Von Bayern 1845 bis 1868. Also das Jahr, wo er dann am Starnberger See ermordet worden ist. Ja, Spätzeln, ihr seht schon, heute bewegen wir uns in ein tief mystisches und sehr polarisierendes Thema. Unser König Ludwig. Und im Anschluss gibt es natürlich, ihr seht es ja hier, ist noch übrig geblieben vom Bandprojekt, von unserem neuen Bandprojekt, gibt es im Anschluss noch ein tief folklorisches, bayerisches Lied mit dem Namen König Ludwig II. Wie soll es auch anders sein? Ihr findet das übrigens alles auch auf Bandcamp, verlinke ich euch unten, meinen oder unseren ganzen Sound. Und da sind ein paar richtig spannende Sachen dabei. Also lasst es euch überraschen. Fangen wir an mit unserem König. Ich werde zwischendrin, wenn ich Material habe, immer noch ein paar so alte Bilder mit einfügen. Und wenn ich kein Material habe, dann werde ich mich hinsetzen und selber was zeichnen und das für euch dann hier vortragen. Tja, König Ludwig, eine der mystischsten Gestalten aus der europäischen Geschichte. Es ist halt so, ihr wisst ja alle, die Grundgeschichte ist die, dass er als verrückt bezeichnet wurde, als weltfremder Träumer, der sich der Politik entzog, in Fantasiewelten lebte und er nachts nur mit engen Vertrauten sprach, ihm dieser ganze Hofstaat und die ganzen Sachen völlig unwichtig waren und sein Geist fast schon wie ein übersinnliches Wesen in menschlicher Gestalt gewirkt hat. Ja, und was seine Gegner, die ihm dann letztendlich wahrscheinlich auch das Leben gekostet haben, als Wahnsinn abtat, das war halt eigentlich ein unbändiger Schaffensdrang, getragen von einer einzigartigen Vision, Werke für die Ewigkeit. Ja, Ludwig, der war schon ein Schöngeist, der war ein Künstler, der hatte Bauten wie Neuschwanstein, Linderhof, Herrenchiemsee und so. Das waren halt keine nutzlosen Hirngespinste, sondern es waren halt gewaltige Symbole für die Ewigkeit. Ihr seht, ich hole am Anfang so ein bisschen aus, dass jeder, der so mit dem Thema König Ludwig und seinen Wahnsinnsbauten nicht vertraut ist und auch mit der Mystik, die dahinter steht und auch mit seinem Tod, wie gesagt, der da nicht vertraut ist, dass der so ein bisschen in diese Geschichte reinkommt und auch so ein Verständnis entwickelt, um was es dann in diesem Lied, was im Anschluss kommt, geht. Ja, Bayern oder Deutschland damals, das Reich der Dichter und Denker, der Künstler, der Fantasie, eine Flucht vor der nüchternen Politik des 19. Jahrhunderts. Das verkörperte halt König Ludwig. Und seine Werke, ja, die verschlangen halt Unmengen an Geld und wurde deswegen auch als Wahnsinnsideen abgetan. Und die damaligen Regierungen, die fürchteten halt extrem um den Inhalt ihrer Staatskassen. Und König Ludwig hat sich halt nicht für die Kriege interessiert, hat sich nicht für die Politik interessiert, sondern nur so am Rande, sondern wollte tatsächlich mystische Denkmäler erschaffen. Es heißt, König Ludwig II. Baute Schlösser. Doch in Wahrheit, da baute er Tempel, steinerne, mystische Maschinen, die nicht nur für die Augen bestimmt waren. Und da treten wir jetzt schon langsam ein in diese mystische Richtung, in die ich gerne gehen möchte. Mit was fangen wir an? Linderhof, klein, verborgen, Spiegelpalast. Und die Spiegel, die waren halt keine Dekoration, sondern die Leute, die sagten auch, dass König Ludwig, der soll sie angeblich wie Portale benutzt haben. Nächtlich hat er sich dann davor gesetzt und dann hat er halt das Schweigen des Schlosses in sich aufgenommen und ist dann durch das Spiegelglas wie durch ein Portal in fremde Welten gewandert. Andere Welten, die halt nicht für jeden sichtbar sind. Ja. Ein Reich der Schatten, ein Reich der Ewigkeit. Dann gibt es natürlich Herrenchiemsee, den Palast, ein Versailles
inmitten des Wassers, nicht vollendet. Vielleicht aus Absicht nicht vollendet. Vielleicht wurde er auch daran gehindert, weil einfach viele sich gedacht haben, die halt dieser Mystik folgen konnten, dass Ludwig vielleicht zu weit gegangen war und vielleicht einen alten Schlüssel gefunden hat, der ein Tor aufstoßen kann, was eigentlich besser verschlossen bleiben sollte. Ja, und so kam es halt dann wahrscheinlich zu dieser Nacht am Starnberger See, wo viele der Sachen ineinander geflossen sind und dann leider sein Schicksal besiegelt haben. Ja, und dann kommen wir natürlich zu Schloss Neuschwanstein, was halt jeder kennt. Ja, in der ganzen Welt ist Neuschwanstein bekannt. Seine Wände bedeckt mit mystischen Symbolen, mit Schwänen, Rittern, Gralsmythen. Für das Volk halt einfach schöne Märchenbilder. Doch es waren halt Zeichen, wo jeder vielleicht sogar das ein oder andere tiefe mystische Ritual erkennen kann. Ein Schloss, das auch wieder wie ein Spiegel den Übergang zwischen den Welten bewachen sollte. Ja, wer weiß es? Gebrochene Kreise, unterbrochener Zauber, Orte, die nicht gebaut, sondern geopfert wurden. Ja, heute wären wir so richtig heroisch. Ein Sonnenkult, der niemals vollendet werden durfte. Ja, und all das zur Musik von Richard Wagner. Wagner, der Prophet der Götterdämmerung. Da seht ihr schon, wie das alles so richtig tief in die Mystik reingeht. Ja, wer weiß, was König Ludwig da für einen dämonischen, finsteren Schlüssel gefunden hat und welches Tor vielleicht verschlossen bleiben sollte. Ja, und dann kam es halt, wie es kommen sollte. Ja, der König zog sich immer weiter zurück und hinterließ oder überließ dann die Regierungsgeschäfte anderen. Und seine Weigerung an politischem Gefüge, da sich einzuordnen und teilzunehmen, direkt im Gegensatz zu seinen ganzen Ministern und dem Adel, das tat ihm halt einfach nicht gut. Ja, und so wurde er halt dann von einflussreichen Kreisen einfach zu geisteskrank erklärt. Da gibt es ja auch wieder alles Mögliche zu diesen Gutachten, wer diese Gutachten erstellt hat. Und dass das alles gemauschelt war, das weiß man ja heute auf jeden Fall. Und dann am 10. Juni 1886 wurde er halt dann abgesetzt. Und dann unter Begleitung von seinem Psychiater war dann der Märchenkönig praktisch leider gestürzt. Ja, wie ging es vor sich, dieser heimtückische Mord? Am Abend vom 13. Juni 1886, da ging dann unser König an die Ufer vom Starnberger See, ging er spazieren, ja, und kehrte halt von da aus nicht zurück. Man fand dann später seine Leiche im Wasser schwimmen oder treiben. Offiziell hieß es natürlich, er ist ertrunken. Es gab halt zahlreiche Ungereimtheiten, die dann so mehr oder weniger stark verfolgt worden sind. Die größte Ungereimtheit ist natürlich, dass König Ludwig ein super Schwimmer war, trotzdem ertrunken im Starnberger See lag. Es wurden natürlich auf jeden Fall Spuren von Gewalt an seinem Körper gefunden. Das hat man auch relativ gut dokumentiert. Und angeblich sogar eine Schussverletzung soll sichtbar gewesen sein. Diese ganzen Sachen, die sind halt dann doch relativ schnell aus den Akten verschwunden. Und da beginnt die Mystik an der ganzen Sache. Dann schneiden wir mal kurz das Thema Guggelmänner an. Männer mit dunklen Kapuzen, man sieht keine Gesichter, ein geheimnisvoller Orden. Verhüllt auch jeden Todestag am Chiemsee unten an seinem Kreuz besuchen sie und schauen nach dem Rechten, passen auf und bewachen das Vermächtnis von unserem König. Ja, die haben sich seinem Gedenken verschrieben und dem Herausfinden der Wahrheit. Manche vermuten auch, dass die wesentlich mehr wissen, dass sie geheimnisvolle Dokumente besitzen, wo man belegen kann, wie er wirklich ermordet worden ist. Und sie sehen sich halt selber als Wächter von mystischen, dunklen Geheimnissen, die sich um unseren König ranken. Wer weiß, was in dieser Nacht wirklich geschehen ist, fragt's die Männer mit den Kapuzen. Oder mich, ich erzähle euch das auch. Die Nacht des 13. Junis, der Jahrestag von seinem Tod. Da tauchen dann am Wasser fackeltragende schwarze Gestalten auf, die Guggelmänner, und halten ihre eigene Zeremonie ab. Und ihr Schwur gilt halt nur einem einzigen Mann, König Ludwig II. Sie sehen ihn halt nach wie vor als Märchenkönig, nicht als Wahnsinnigen, sondern als Opfer. Die glauben, dass Ludwig nicht vom Wasser genommen
sondern von Menschenhand erdrosselt oder vielleicht sogar erschossen worden. Und sie wachen über sein Vermächtnis. Und hier geht die Legende natürlich wesentlich tiefer, weil man sagt, dass der Sarg des Königs, der in der Münchner Michaelskirche liegt, sein Prunkgrab, dass das leer ist. Ja, vielleicht wurde er niemals da bestattet. Vielleicht verschwand er einfach. Vielleicht gibt es Anzeichen, dass man eindeutig sieht, dass er nicht ertrunken ist. Ja, aber was sicher ist, sein Herz, das schlägt nicht in seinem toten Körper, sondern sein Herz, das ist in Altötting in der Gnadenkapelle in einem silbernen Gefäß, hängt es hinten am Altar. Das weiß man mit Sicherheit. Dort, wo die ganzen Herzen der Wittelsbacher beerdigt worden sind. Und so trägt wahrscheinlich sein Herz die letzte Wahrheit seines Todes mit sich. Stellt sich halt die Frage, warum wurde das Herz getrennt? Warum trennt man die Herzen bei den Wittelsbachern überhaupt? Warum hängt man die in Altötting in die Gnadenkapelle? Unscheinbar. Nicht irgendwie, hier hängt König Ludwigs Herz, sondern besucht die Kapelle, schaut euch das genau an. Da hinten hängen, schaut aus wie Weihrauchbehälter. Da sind die Herzen der Wittelsbacher drinnen. Und die Gugelmänner schweigen. Wie soll ich es schön zusammenfassen? Ein Orden im Dunkeln, der König Ludwig nicht in den Tod entließ, sondern einfach in die Ewigkeit. Vielleicht ist König Ludwig II. Auch nie im Starnberger See gestorben. Vielleicht war das Wasser nur wie ein Portal. Er ist gar nicht gestorben, sondern er ist übergegangen in die Nebel der Ewigkeit, in eine Wagner-Sage. Und von dort aus regiert er weiter ein dämonisches Königswesen, eine übernatürliche Seele zwischen den Welten, unsichtbar und unerreichbar. Ja, manche sagen auch, dass man in einer stürmischen Nacht sein Spiegelbild im Starnberger See sieht. Und wenn man das Spiegelbild anguckt, dann sieht man nicht ihn, sondern dann sieht man in sich selbst hinein. Ja, der Blick des Königs, der aus der Zwischenwelt zurückstarrt. Ja, wahrscheinlich ein geplanter Mord am 13. Juni. Wurde halt da unter einem Vorwand runter ans Wasser geführt und da ist er halt dann ertrunken. Dann ließ man ihn im Wasser treiben, dass es den Anschein hat, dass er halt Selbstmord oder Unfall und hat alles vertuscht, was drumherum so an Indizien noch aufgetaucht sind. Ja, ich habe es ja schon gesagt, Gudden, der Arzt, der starb ebenfalls. Und das Ende der Geschichte war, der König ist ertrunken. Kein kaltblütiger Mord, kein Schuss, kein Erwürgen, sondern einfach ertrunken. Seine Krone geopfert auf dem Altar der Macht. Ja, sie alle wussten nicht, was König Ludwig so alles weiß. Und weil sie vielleicht Angst hatten, dass er zu viel weiß und irgendwann redet und Intrigen entlarven könnte, deswegen musste er dann leider aus dieser Welt scheiden. Weil dass er ertrunken ist, in einer ruhigen Starnberger Nacht, das glaubte er wohl selber nicht. Ja, Spätsinn, damit haben wir jetzt über die spannendsten Sachen rund um König Ludwig II. Geredet. Und für alle, die jetzt noch ein bisschen mehr Mystik haben wollen, für die gibt es jetzt noch das Lied von unserem Bandprojekt Ludwig II. Viel Spaß dabei. Ich wünsche euch was. Kauft kein Klump, da müsst ihr weniger wegschmeißen. Ein wunderschönes Wochenende. Verdammt und allein, sie nannten mich Wahnsinn, doch Träume sind mein. Sie schimpften mich Irrsinn, verfluchten mein Blut, doch baut ich Paläste, historisches Gut. Die Höflinge flüstern, der Dolch sei bereit. Mein Reich aus Visionen wird Dunkelheit. Märchenkönig, verraten im Thron, ermordet im Wasser, erschossen davon. Starnberger Nacht.
Schatten war schwer, mein Herz tat mir weh. Der Arzt an der Seite, doch Feinde im Blick. Ein Bündnis aus Lügen, das wird mein Strick. Der Himmel ertrinkt in purpurnem Rot. Die Krone versinkt in Verschwörung und Tod. Märchenkönig, verraten im Thron, ermordet im Wasser, erschossen davon. Starnberger See, mein Grab und mein Leid, nun herrsche ich in der Dunkelheit. Mein Weg geht zum Wasser, ein schwarzer Altar. Mein Blut in den Wellen, der Mord ist schon klar. Die Lungen zerfetzt, mein Körper ertrinkt. Mein Ring wie ein Siegel im Wasser versinkt. Mein Schatten wird bleiben in Marmor und Stein. Verdammt sollt ihr Meuchler der Schönheit nun sein. Der See umschlingt mich, ein schwarzes Tuch. Mein Blut wird kalt, ein wispernder Fluch. Die Mörder verstummen, doch höre mein Lied. Denn ich bin der König, den der Abzeit verriet. Mein Geist erhebt sich, mein Reich ist bereit. Ich lebe für immer, Ewigkeit. König von Bayern, verraten im Thron, ermordet im Wasser, erschossen davon. Verrat mich im Leben, ertränk mich in Leid. Nun herrsche ich als König der Dunkelheit. Ich weihe den See mit dem Blut meiner Macht. Mein Tod ist Geburt einer finsteren Schlacht. Die Krone vergangen, das Reich ist entweiht. Mein Geist brennt weiter in Ewigkeit.